Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum großen FC Bayern Saisonfazit. Ja, in Teil 1 kümmern wir uns mal um die sportliche Leitung, um die Darstellung des Vereins ohne den Trainerteam. Trainerteam werde ich gesondert behandeln. Wir gehen hier rein in die Vereinsgeschichte. Ja. Bevor wir da reingehen, Leute, wie immer, wenn euch gefällt, was ihr seht, nichts verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Lasst einen Daumen da, abonniert die Glocke, ihr kennt den Spaß. Vielen lieben Dank dafür. Ja, lassen wir es vielleicht kurz Revue passieren. Wir haben Oliver Kahn und Brazzo vom letzten Spieltag der letzten Saison rausgeworfen. Die Art und Weise, kann man mit Sicherheit drüber streiten. Man kann mit Sicherheit auch drüber streiten, warum, wieso, weshalb. Ja, Brazzo kann man irgendwo noch nachvollziehen, Oliver auch mit in der Verantwortung. Man kann schon nachvollziehen, die Argumente, die da geliefert wurden von Uli Hoeneß. I don't know. Ich weiß nicht, wie weit man die für voll nehmen kann. Vielleicht konnten Uli Hoeneß auch einfach nicht loslassen oder konnte die Entwicklung nicht mehr miterleben. Wenn man gerade jetzt mal sieht, wie Uli Hoeneß diese Saison sich in den Mittelpunkt gedrängt hat, muss man da vielleicht nochmal mit einem anderen Blick drauf zurückwerfen. Aber wir werden es nie erfahren, ja, solange sich da nicht ein Oliver Kahn öffentlich zu äußert oder auch ein Brazzo. Aber das werden die natürlich nicht tun, weil sie sehr wahrscheinlich auch Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben mussten und so weiter und so fort. Aber sei mal dahingestellt. Haben wir rausgeworfen, so, wir wollten einen neuen frischen Wind in der Vereinsführung haben. Alles gut. Ja, haben wir dann natürlich gemacht mit Christian Dresen als CEO. Haben dann natürlich einen Sportdirektor verpflichtet. Viel zu spät. Ja, nachdem die Transfergeschichte durch war. Also gab es vorher eine Transfer-Taskforce. Bestehend aus Dresen, der null Ahnung vom Fußball hat, wie er selber gesagt hat. Marco Neppe, der dann der starke Mann war. Und Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die nochmal ins operative Geschäft wieder einsteigen mussten. Das war mit Sicherheit nicht optimal. Ja. Was man dann natürlich auch gesehen hat. Ja, man hat sich auf Harry Kane versteift. Auch da hat Uli Hoeneß schon kein gutes Bild abgegeben mit seinen super hohlen Aussagen, die das Ganze nochmal 2 Wochen in die Länge gezogen haben und wahrscheinlich nochmal 10 Millionen mehr gekostet haben. Ansonsten hat man da auch gemerkt, zumindest von außen her gesehen, zu viele Köche verderben den Brei. Ja, also das ist auch das große Fazit, was wir über dieses Video schreiben können. Ja, weil das ist aktuell die Sache, war da schon die Sache. Die Entscheidung super lange gedauert, mussten mit 20.000 Leuten gefühlt abgesprochen werden und es war eine Farce, leider. Es war eine Farce und für so einen großen Verein hätte man das besser handeln müssen. Meiner Meinung nach. Aber gut, es war, wie es war. Wir haben auch dann eine ganz, ganz erfolgreiche Hinrunde gespielt, sportlich. Vereinsmäßig war es auch relativ, in Anführungsstrichen, ruhig für FC Bayern-Verhältnisse. Ja, Christoph Freund war da, hat ein bisschen erklärt, super sympathisch. Ein bisschen erklärt, so was er macht, was er tut. Dann ging es auf die Rückrunde zu, aufs Transferfenster. Boe-Verpflichtung, weiß ich nicht, hatte man so ein bisschen das Gefühl, wow, wir müssen jetzt unbedingt einen Schnellschuss machen und einen rechten Verteidiger verpflichten, obwohl Joshua Kimmich seit Ewigkeiten in dieser Mannschaft ist. Ja. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt Nagelsmann auch schon klar gesagt hatte, dass er den Kimmich als Rechtsverteidiger bei der EM sieht. Hätte man ja auch einfach mal auf die Idee kommen können, jo, bestellen mal den Kimmich dahin, dann haben wir noch Mazraoui, dann haben wir schon mal 2 rechte Verteidiger. Buna will ich hier gar nicht aufführen. Weiß ich nicht. Also ich habe mich natürlich gefreut. Ich denke, Boe kann den nächsten Schritt bei uns machen und dann war es ein super Transfer. Leider wollte Tuchel ihn sowieso nicht haben. Genauso wie er Brian nicht haben wollte. Das hat man, denke ich, knallhart gemerkt, indem Tuchel diese Spieler einfach gnadenlos ignoriert hat.
Von daher werden die nicht unbedingt abgesprochen gewesen sein, diese Transfers. Aber wie auch, wenn der Trainer schon seit Februar gekündigt ist. So, was willst du da noch Transfers, die du tätigst, mit diesem Trainer absprechen? Macht ja keinen Sinn, oder? Weil der Trainer ist ja eh nächste Saison weg. Und das hat man ganz klar gemerkt. Diese Trainerentlassung im Februar, jetzt im Nachhinein können wir natürlich sagen, war absolut dumm. Erst recht, wenn man jetzt auch noch erfährt, was angeblich an Tuchel gezahlt wird und so weiter, war das absolut dumm. Warum hat man das getan? Meiner Meinung nach hat man das nur getan, um ein klares Signal an Alonso zu senden und zu sagen, wir wollen nicht unbedingt. Guck mal, wir haben unseren aktuellen Trainer schon rausgeschmissen. Ja, das war das Gefühl, was man hatte. Und dass dem so war, denke ich, hat der Verein ja jetzt auch nochmal bewiesen. Ne? Tuchel geht ja jetzt als der große Gewinner aus dieser ganzen Story raus, weil man ja dann tatsächlich nochmal gesagt hat, wow, komm, wir wollen den Tuchel jetzt doch behalten, wir gehen nochmal rein, wir verhandeln nochmal mit ihm, dass der Tuchel dann noch schön ein Bildchen machen lässt von seinem Berater da vorm Fenster und sowas, um das nochmal schön reinzureiben in die Wunde, um dann zu sagen, hier, FC Bayern, ihr habt mich so behandelt, natürlich bleibe ich nicht hier. Ja? Völlig auch legitim, dass ein Tuchel so denkt. Aber Tuchel geht jetzt als der große Gewinner von unserem Verein, obwohl er ja so eine katastrophale Rückrunde gespielt hat. Weil er jetzt ganz klar belegen kann, boah, der FC Bayern wollte mich eigentlich gar nicht abgeben, die wollten mich ja sogar behalten, aber ich wollte nicht mehr. Also ganz wildes Statement, was wir da von Vereinsseite auch bekommen haben. Ich finde es okay, dass man sagt, yo, pass mal auf, das passt einfach nicht. Da gehe ich ja sogar mit, es hat einfach nicht gepasst. Tuchel hat nicht zum FC Bayern gepasst, Punkt. Ja. Das heißt nicht, dass Tuchel ein schlechter Mensch ist, ein schlechter Trainer ist. Nee, es hat halt einfach nicht gepasst. Von der Konstellation des Kaders, von Konstellation, dass ihm unter Oli Kahn und Brazzo sehr wahrscheinlich irgendwelche Dinge versprochen wurden, die von der neuen Führung einfach abgelehnt wurden. Dass man dann sagt, yo, pass auf, wir wollen jetzt nochmal was rauskitzeln aus dieser Mannschaft und kommunizieren, dass Tuchel am Ende der Saison weg ist. Wenn man dann aber merkt, wow, das hat ja gar nichts gebracht, dann hätte man den Tuchel halt rauswerfen sollen. Ja, also allerspätestens nach diesen 3 Niederlagen in einer Woche, nachdem wir dann 8 Punkte Rückstand auf Leverkusen hatten, hätte man sagen müssen, pass mal auf, wie man es ja eine Saison vorher getan hat. Unsere sportlichen Ziele sind in Gefahr, es macht keinen Sinn mehr. Feierabend. Ja. Ob es dann besser gelaufen wäre, hätte Fahrradkette, wissen wir natürlich nicht. Aber es war eine Farce. Ja. Man hat klar gemerkt, Tuchel hat nicht wirklich Bock auf Bundesliga, weil er Leverkusen für zu stark hielt. Das heißt, wurde auf die Mannschaft übertragen. Die Mannschaft hat auch keinen Bock gehabt. In der Champions League hat man sich dann zusammengerissen. Ja, hat da nochmal ein bisschen als Team agiert. Und das war dann die ganze Rückrunde mit Thomas Tuchel. Also Katastrophe, was wir da für ein Erscheinungsbild hatten. Dass dann noch irgendwelche Fans daherkommen und eine Petition schreiben, dass man Thomas Tuchel behalten sollte. Und dass dann der Verein die Krone aufsetzt und wirklich nochmal in Verhandlungen mit Thomas Tuchel geht. Alter, das kannst du dir eigentlich nicht ausmalen. Das ist eine absolute Katastrophe. Eine absolute Katastrophe für die Außendarstellung. Wir sind gerade der Witz von ganz Europa, was irgendwelche Spitzenmannschaften angeht. Also Katastrophe, Leute. Ja. Dann kam natürlich erstmal, also die Transferperiode in der Wintertransferphase. Rechter Verteidiger, weiß ich nicht, kannst du drüber streiten. Am Ende war es nicht nötig, wie wir gesehen haben, weil er nicht gespielt hat, weil er die ganze Zeit verletzt war. Brian Zaragoza war in meinen Augen 100% nötig, wurde aber natürlich von Thomas Tuchel gnadenlos ignoriert, weil er kein gutes Englisch gesprochen hat und kein Deutsch konnte. Weil das super wichtig ist, ne? Dass man sich auf dem Fußballplatz unterhält und sich seine Lebensgeschichte erzählt. Und dann ging das natürlich los. Max Eberl. Max Eberl, der neue starke Mann, habe ich ja in dem anderen Video schon gesagt. Dann wurde sich da hingesetzt, gesagt, oh ja, geil Leute, wir haben jetzt neue Strukturierung, wir haben jetzt wir sind gut aufgestellt. Wir haben jetzt 3 Vorstände, Dietrich Finanzvorstand, Christian Dresen CEO und Max Eberl Sportvorstand. Wir können jetzt Sachen
Nicht mehr wie bei der Transfers Taskforce. Deswegen war die ja so scheiße, dass man alles mit 500 Leuten besprechen musste. Nein, wir haben jetzt kurze Wege, wir haben die 3 Leute. Die 3 Leute können alles entscheiden. Wir sind handlungsfähig, super schnell. Ja. Sind wir, oder? Haben wir dann ganz klar gesehen, ne? Denke ich. Haben wir ganz klar gesehen, dass dem so ist. Sieht man ja gerade in dieser Trainerfrage, wie handlungsfähig Max Eberl und Christoph Freund sind, in Absprache mit Christian Dresen und unserem Finanzvorstand Dietrich. Nämlich gar nicht. Ja, nämlich gar nicht. Kommen wir gleich zu. Erstmal zu Max Eberl, hat einen super starken Einstand gehabt, eine sehr gute PK, seine Aussagen super stark, an denen wird er noch gemessen werden, ja, gar keine Frage. Er hat ja gesagt, dass jeder Spieler die kommenden Monate genau beleuchtet wird, genau geschaut wird, ob er noch für den FC Bayern brennt, ob er sich reinwirft. Wenn wir diese Aussagen alle für wahr nehmen, musst du locker 7, 8 Spieler austauschen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie weit man da Max Eberl ernst nehmen kann. Wenn wir allerdings schauen, was dann so gesagt wurde, ja, wir haben Trainer spätestens Ende April. Dann jetzt wieder diese Aussagen, das Beste kommt zum Schluss, bla, Sülz. Das sind schon Sachen, wo wir uns jetzt hier hinsetzen und sagen, du kannst den Eberl ja auch nicht mehr ernst nehmen, was der erzählt. Ja, wie? Nochmal, man hat ganz klar gemerkt, dass ein Eberl nicht diese Kompetenzen hat, die er eigentlich haben sollte. Zusammen mit Christoph Freund. Ja. Also in normalen Vereinen sollte es so sein, da ist ein Sportvorstand, ein Sportdirektor, die sind für alle sportlichen Belange da. Dann hast du einen CEO, der so der Obermufti ist, der das alles ein bisschen zusammenhält, der vielleicht auch ein Vetorecht hat, und dann hast du den Finanzvorstand, der mit denen zusammenarbeitet. So. Wie man sich da hingesetzt hat auf der PK von Herbert Hainer, das so kommuniziert hat, dass genau dieses Gremium Sachen bespricht, entscheidet und dann läuft das. Ja, dann kommt natürlich Uli Hoeneß, macht eine Podiumsdiskussion bei der FAZ mit fatalen Folgen, völlig geisteskranke Aussagen von Uli Hoeneß da. Der dann erstmal ausplaudert, ja, also bei uns ist das so. Wir haben mit dem Xabi Alonso gesprochen, wir sprechen nicht mit Trainern gleichzeitig, das machen wir nicht, wir legen uns auf einen Trainer fest, mit dem sprechen wir, wenn der absagt, legen wir uns auf den nächsten Trainer fest, sprechen mit dem, wenn der absagt und so weiter, so machen wir das. Das läuft dann genau so, dass Max Eberl und Christoph Freund, die suchen einen Trainer, die sprechen mit dem, und wenn die meinen, ja, der wäre für den FC Bayern gut, dann klopfen die bei uns beim Aufsichtsrat an, und wenn dann da jemand sitzt, der den Trainer gar nicht leiden kann oder den Trainer nicht mag oder sonst irgendwas gegen den Trainer hat und der sein Veto einlegt, dann wird dieser Trainer einfach nicht genommen. Ja. Das hat Uli Hoeneß genauso kommuniziert und genauso haben wir die letzten Wochen ja erlebt. Ja, man hat eine Woche lang mit Julian Nagelsmann gesprochen, man hat eine Woche mit Ralf Rangnick gesprochen. Kann man jetzt von den einzelnen Namen, können wir jetzt halten, was wir wollen, darum soll es gar nicht gehen. Und jedes Mal hat ja dann anscheinend jemand aus dem Aufsichtsrat sein Veto eingelegt. Wir können natürlich darüber spekulieren. Beim Nagelsmann war es sehr wahrscheinlich der Rummenigge, beim Rangnick sehr wahrscheinlich Uli Hoeneß. Das ist, wie es beim FC Bayern gerade läuft. Ja? Das ist ein riesengroßes Problem. So, das heißt, du musst einen Trainer finden, der einen Max Eberl, der einen Freund zufriedenstellt, die mit dem auf einer Wellenlänge sind, die eine gleiche Philosophie fahren, die mit denen gerne zusammenarbeiten wollen. Aber gleichzeitig muss dieser Trainer den Karl-Heinz Rummenigge gefallen, dem Uli Hoeneß gefallen. Alle anderen 7 Mitglieder auf dem Aussichtsrat nehme ich mal raus. Ich würde fast behaupten, dass da keiner ist, der sich unbedingt dann gegen einen dieser anderen beiden Herren da ausspricht. Ja. Kann natürlich auch noch passieren, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist eine Farce, dass da der Aufsichtsrat überhaupt involviert ist. Ja, warum ist da ein Aufsichtsrat involviert, in sportliche Belange einzugreifen? Nochmal, man hat einen Sportvorstand installiert.
zusätzlich zu einem Sportdirektor. Mehr sportliche Kompetenz als diese beiden Herren kann es doch nicht geben. Aber diese beiden Herren müssen sich den Arsch aufreißen, müssen dann nach oben dackeln zum Aufsichtsrat und fragen, bitte, bitte, können wir diesen Trainer haben? Und dann sagt einer von diesen Herren nein und dann war es das. Wie frustrierend muss das denn für ein Eberl und Freund bitte sein? Ja, also Katastrophe. Katastrophe. Ich verstehe es nicht. Es geht in meinen Schädel nicht rein, wie man so selbstverliebt, selbstverherrlichend sein kann wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Sorry, Leute. Ja, beide haben super viel für den Verein getan. Steht außer Frage. Brauchen wir gar nicht drüber reden, Leute. Ja, da sind wir denen auch ewig dankbar für. Auch das steht außer Frage. Aber das berechtigt doch nicht dazu. Ich habe es ja auch hier irgendwie in den letzten Kommentaren gehabt. Ja, Uli Hoeneß darf das. Uli Hoeneß hat den FC Bayern aufgebaut. Uli Hoeneß darf alles. Er darf den Verein auch wieder zerstören. Nee, darf er nicht. Uli Hoeneß ist nicht größer wie der Verein. Uli Hoeneß hat diesen Verein auch nicht gegründet. Uli Hoeneß hat diesen Verein auch nicht aufgebaut. Uli Hoeneß hat irgendwann das Ruder übernommen, hat durch den Transfer von Karl-Heinz Rummenigge den Verein auf eine gute Basis gestellt. Uli Hoeneß war für die Allianz Arena verantwortlich. Uli Hoeneß hat diesen Verein in ganz neue Sphären zusammen mit Karl-Heinz Rummenigge geführt. Das steht außer Frage. Wir wären niemals da ohne diese beiden Menschen. Ja? Aber diese beiden Menschen, wenn sie weiterhin zu jedem Furz ihre Zustimmung geben wollen oder alles überwachen wollen, dann sollen sie bitte wieder ins operative Geschäft gehen. Ja, ohne Scheiß, dann schmeißen Dresden raus, schmeißen Freund und Eberl wieder raus und setzen Uli Hoeneß da wieder hin. Dann können sie das doch tun. Dann ist doch alles fein. Ja, dann haben sie die Kompetenzen wieder. Anscheinend scheinen sie das ja zu vermissen. Sollen sie wieder reingehen in den Bums und sollen Vollgas geben. Alles gut. Aber es kann nicht sein, dass ein Sportvorstand und Sportdirektor nichts alleinständig entscheiden dürfen. Das geht nicht. Ja, und das ist die Phase, die wir aktuell gerade erleben. Dazu haben wir einen Präsidenten mit Herbert Hainer, der so viel Kompetenz hat, gefühlt wie ein Stück Holz. Ja, ich meine, letzte Saison schon mit Nagelsmann ins Fettnäpfchen getreten, diese Saison wieder. Die werden angesprochen von irgendwelchen Reportern, äußern dann einfach dummes Zeug. Beste Beispiel, ja, wir sind in super Gesprächen mit Ralf Rangnick. Ich denke, das wird alles tuppitappi. Ein paar Stunden später, ja, Ralf Rangnick hat abgesagt. Wow. Der Präsident unseres Vereins. Ja. Christian Dresen stellt sich nach einem Auswärtsspiel beim FC Arsenal im Bankett dahin und hebt 2 Spieler maßlos in den Himmel, wovon ein Spieler erst irgendwie wieder ein paar Minuten gespielt hat. In einem Mannschaftssport. Vor versammelter Mannschaft, vor versammelter Presse, vor versammelter alles hebt er 2 Spieler raus aus dieser Mannschaft in den Himmel. Katastrophe. Katastrophe. Die Aussagen, die getroffen wurden, auch die Aussagen jetzt nach dem Realspiel, diese Aussagen waren teilweise zum Fremdschämen, teilweise fernab jeglicher Realität. Ja, jetzt nach dem Real aus sich dahin zu stellen und zu sagen, ja, jetzt beschwören wir den Geist von 2012, Thomas Müller damals, bla bla bla, hat er private Sachen geteilt, was mir persönlich bewusst ist. Einige von euch ziehen sich daran hoch, das ist auch völlig okay. Gehört sich auch nicht, dass man da irgendwelche persönlichen Nachrichten teilt, vollkommen richtig. Stellt man sich dahin, ja, und jetzt greifen wir voll an. Daran siehst du schon, dass dieser Mensch null Ahnung von einer Mannschaft hat, null Ahnung von einer Entwicklung einer Mannschaft, null Ahnung davon hat, wie man eine Mannschaft führt, null Ahnung davon hat, wie ein Innenleben einer Mannschaft ist. Ja. Auch das für mich Katastrophenverhalten. Ich meine davor, dass die Aussagen nach dem Arsenal-Spiel waren natürlich noch schlimmer. Diese Selbstpudelei dann auch, ja, sich dann daran hochzuziehen, dass man als der große FC Bayern doch, durch eine Schiri-Fehlentscheidung aus dem Halbfinale der Champions League ausgeschieden ist, sonst wäre es ja eine super starke Saison gewesen.
ist leider auch zum Fremdschämen als FC Bayern-Fan. Ja, allein der Auftritt bei Real Madrid war zum Fremdschämen. Das hat nichts mit dem FC Bayern und Fußball zu tun gehabt. Dass man da nach 20 Minuten das Gefühl hatte, jo, wir spielen darauf, dass wir ins Elfmeterschießen kommen. Sorry. Weiß ich, sehe ich vielleicht sehr exklusiv die Meinung, ist aber auch Wurst. Auf jeden Fall, CEO äußert sich zu jedem Furz. Präsident äußert sich zu jedem Furz. Karl-Heinz Rummenigge äußert sich zu jedem Furz, wenn er gefragt wird. Uli Hoeneß äußert sich zu jedem Furz und noch so viel mehr. Ja. Ich will gar nicht reingehen in das Ganze. Ich habe zu der FAZ da damals eine Reaction gemacht. Da waren katastrophale Aussagen dabei. Alter, das ist, dass du den Mann nicht mehr für voll nehmen kannst und dass es absolut zum Fremdschämen war. Ja, er hat 2, 3 gute Takes gebracht, gar keine Frage. Aber 80% dieser Aussagen waren weltfremd und Müll. Ne? Diese Herren, Uli Hoeneß, genauso wie Karl-Heinz Rummenigge, leben halt einfach in einer anderen Zeit. Die sind einfach in ihrer Zeit, wo sie noch aktiv im Tagesgeschäft waren, stehen geblieben. Und haben gar nicht gemerkt, dass sich das Fußballgeschäft, das Fußballbusiness einfach weiterentwickelt hat. Ja, das hast du schon bei der Transfers-Taskforce mit Ulis Aussagen gehört, die er da gedroppt hat. Und jetzt wieder. Ja, das ist gerade, was den Verein knallhart schädigt. Knallhart. Ja, wir können auch noch kurz die Jahreshauptversammlung nehmen. Jahreshauptversammlung war ja auch noch dies. Wo man Sachen verabschiedet hat, die Grundstruktur des Mitspracherechts der Mitglieder geändert hat. Das hat man von etwas über 1000 Mitgliedern im Saal entscheiden lassen durch Heben eines Stimmzettels. Bei einem Verein, der über 300.000 Mitglieder hat. Ist es möglich, dass es überhaupt möglich ist. 1000 Mitglieder, die vor Ort sind in einer Halle, dürfen entscheiden, dürfen sprechen für 300.000 Mitglieder. Ja, das ist schon der erste Klopper und was dann da entschieden wurde, ist der zweite Klopper. Aber da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, das sprengt hier den Rahmen. Wir geben ein Bild ab, was einfach eine Katastrophe ist. Ja, alle Herren, die da hocken, müssen einfach mal, ich habe es ja schon in dem offenen Video gesagt, nach außen hin die Goschen halten. Es kann doch nicht so schwer sein, wenn ein Reporter zum Herrn Heiner kommt. Herbert, was sagst du denn? Was sagst du denn zu euren Verhandlungen mit Ralf Rangnick? Wo er noch nicht mal bestätigt war. Hat sich ja vorher, glaube ich weiß nicht, ob sich vorher schon jemand geäußert hat. Doch, Uli Hoeneß in der FAZ. Na gut, genau. Aber gut, dann wird er gefragt, was sagen Sie denn dazu? Wie ist denn der Stand der Dinge? Was geht denn? Wo ist denn dann das Problem zu sagen als Präsident? Wenden Sie sich doch für diese Fragen bitte an unseren Sportvorstand, der dafür verantwortlich ist. Warum muss ich diese Selbstdarstellung haben? Mich dahin zu stellen, ja, ich bin ja Herbert Heiner, ich bin der Präsident des FC Bayern. Bla 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 bla. Und zack, 8 Stunden später, genau wie bei der Nagelsmann-Geschichte, passiert genau das Gegenteil. Dieser Mensch lernt einfach auch nicht. Dass dieser Mensch bei unserem Club so einen Geltungsdrang hat, ist verständlich, wenn dann da Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge immer noch die großen Herrscher sind. Aber das ist Katastrophe. Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist wirklich einfach eine Farce, was bei uns aktuell im Verein passiert. Ich kann das verstehen. Guck mal, es war ja so, oder schaut mal, es war ja so, dass Uli Hoeneß wirklich zurückgezogen war. Karl-Heinz Rummenigge war weg, war wieder in Lippstadt, hat sein Leben gelebt, war ab und zu mal in München. Deswegen nochmal, da kommen wir wieder dahin, dass es vielleicht doch irgendwo ein kleines Geschmäckle hat mit Oliver Kahn und Brazzo. Dann schmeißt man die raus und natürlich hast du ein Vakuum. Was passiert? Ja, Uli Hoeneß, zack, bam. Ich bin wieder da. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Er holt dann erstmal einen Karl-Heinz Rummenigge zurück in den Aufsichtsrat, weil der war noch nicht mal mehr im Aufsichtsrat. Der war halt einfach weg vom FC Bayern. Uli Hoeneß hat den wieder zurückgeholt, weil wir müssen ja eine Transfer-Taskforce machen. Ne?
Weil wir haben ja einfach unseren Sportdirektor und CEO haben wir einfach rausgefeuert. Haben wir weggehauen. Einfach fertig. Da muss man natürlich nicht so weit denken, dass man sich schon mal im Vorhinein dann um jemand Neuen bemüht hätte. Nee, dann hätte man ja keine Kompetenzen gehabt. Oder wieder hätte das wieder schwer kommunizieren können. Ja, deswegen haben wir auch einen Sportdirektor erst nach dieser Phase verpflichtet. So, dass diese Herren nochmal schön im Mittelpunkt standen und schön eingehen konnten. Wie erfolgreich das war, haben wir ja alle gesehen mit dieser Transfer-Taskforce. Dass es dann schwierig ist, wenn man mal wieder ein bisschen dran geschnüffelt hat. Ne? Wenn man 2 Jahre raus war und dann auf einmal wieder, oh, geil. Ich bin wieder hier. Ja, die Leute, der Verein braucht mich. Ja, verstehe ich. Kann ich verstehen, ist menschlich sogar vielleicht nachvollziehbar. Ja, sieht man ja auch bei Rentnern, die in irgendein Loch fallen, wenn sie weg sind, erstmal. Alles gut. Völlig verständlich. Dass man dann aber diesen Geltungsdrang bekommt, wie es gerade ein Uli Hoeneß bekommen hat, ja, und der dann auch noch knallhart gesagt hat, ja, ich werde das jetzt in Zukunft wieder öfter machen. Ne? Wir brauchen wieder Abteilung Abtacke und das macht ja keiner. Ich werde mich jetzt wieder regelmäßig öffentlich äußern. Nochmal, er ist im Aufsichtsrat. Nicht mehr. Er ist Ehrenpräsident und ist ein Aufsichtsratmitglied. Einer von 9. Mehr ist er nicht. Ja, genauso wie ein Kalle, der da auch wieder sitzen darf. Das ist alles. Aber, wie wir alle wissen, ist Uli Hoeneß der Alleinherrscher. Weil, auch schon mal erklärt, die ganzen Leute, die da jetzt sitzen, Jan-Christian Dresen, war eigentlich schon raus aus dem Verein. Ne? Vertrag ausgelaufen. Wer hat den da hingesetzt? Genau, Uli Hoeneß. Wer hat damals Herbert Heiner zum Präsidenten gemacht? Uli Hoeneß. Wer hat einen Christoph Freund da hingesetzt? Uli Hoeneß. Wer hat einen Max Eberl da hingesetzt? Uli Hoeneß. Ja, also, das sind alles Uli Hoeneß-Jünger. Ja? Jetzt könnte man ja davon ausgehen, geil, ja, oder auch nicht geil, muss jeder für sich entscheiden. Boah, das sind ja alles Uli Hoeneß-Jünger. Geil. Dann sind die doch alle auf einer Wellenlänge. Und dann sollte es doch möglich sein, Entscheidungen zu treffen. Und was stellt sich dann daraus? Nee, sind sie trotzdem nicht. Ja? Warum? Weil Christoph Freund, Max Eberl im operativen Geschäft sind, an der Mannschaft dran sind, Vorstellungen haben. Auch jetzt bin ich sehr gespannt, von wegen Umbruch, kommen wir gleich zu. Aber natürlich Vorstellungen haben und wissen, ja, das soll der Weg sein, das soll der Trainer werden. Komm, mit dem beschäftigen wir uns, mit denen setzen wir uns auseinander. Sind von dem überzeugt und nochmal müssen dann nach oben dackeln und nachfragen bei Uli und Kalle. Und dann sagt einer von den beiden, ach nee, den mag ich ja nicht. Fertig. Ja? Das ist eine Katastrophe. Sorry. Und dasselbe wird jetzt beim Kaderumbruch sein. Ich denke, Max Eberl würde sehr wahrscheinlich einen oder anderen Spieler rausballern. Dann sind wir aber wieder bei Uli Hoeneß und seinem so sehr erklärten Mir-ist-Mir-Gefühl, was wieder zurückkommen muss. Was leider nicht wieder da ist. Kann ich ihm gleich schon mal den Zahn ziehen. Dieses Gefühl oder das Gefühl, dass es nicht mehr da ist, hat dafür gesorgt, dass man diese ganzen gestandenen Spieler einfach nicht in Frage stellt. Ja, ich meine, das hat ja Uli Hoeneß wenigstens selber zugegeben in diesem FAZ-Interview, dass man es versäumt hat, nach dem Sextubel die Mannschaft durchzumischen, aufzufrischen. Ich denke, das sieht man ja jetzt ganz klar. Das hat man aber auch schon letztes Jahr gesehen, das hat man auch schon davor gesehen. Ja, ich bin sehr gespannt, ja, inwieweit da, natürlich wird Max Eberl da auch das abnicken lassen müssen. Max Eberl kann jetzt nicht einfach sagen, komm, wir verkaufen jetzt den Leroy Sané, wir verkaufen jetzt den Joshua Kimmich, wir verkaufen jetzt den Leon Goretzka. Auch da wird er zum Aufsichtsrat dackeln müssen und uns fragen müssen, hallo, dürfen wir das machen? Ja, so wird der Bums laufen. Und das ist eine Katastrophe, da bleibe ich bei. Ja, das ist, und deswegen sage ich habe das Beispiel in der Kurzanalyse gebracht, man hat aktuell den Eindruck, man sitzt im Auto und fährt mit 200 km/h auf die Wand zu. Und deswegen ist mein Take, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Wir sind noch nicht am Ende angekommen. Wir fahren immer noch mit Vollgas drauf zu. Weil nochmal, es kann doch nicht sein, dass ein Sportdirektor mit Sportvorstand Entscheidungen trifft und dann nachfragen muss, ob sie so treffen dürfen und so umsetzen dürfen.
Ist eine Katastrophe. Ja. Und es müssen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sich zurücknehmen. Ja, erst recht öffentlich. Ich meine, es ist schon eine Katastrophe, wenn es nur intern so gemacht werden würde, aber wenn wir das gar nicht wissen würden, dann wäre natürlich die Außendarstellung schon mal eine andere. Ja, weil dann würdest du jetzt da sitzen, würdest sagen, warum haben wir denn immer noch keinen Trainer? Das ist ja eine Farce. Was ist denn mit Max Eber los? Ja, wäre natürlich auch nicht optimal, gar keine Frage, aber ein Trainer, der dann kommen würde, wüsste nicht, auf was er sich einlassen würde. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Geschichte, ja. Jetzt weiß jeder Trainer, der überhaupt im Gespräch ist, ja, ich muss einen Christoph Freund, ich muss einen Max Eber zufriedenstellen, mit dem muss ich gut zusammenarbeiten. Gleichzeitig muss ich einen Karl-Heinz Rummenigge zufriedenstellen und Uli Hoeneß. So, das muss ich schon mal wissen als Trainer, wenn ich zum FC Bayern komme. Ich muss mit allen sprechen, ich muss mit allen Gucci sein. Ansonsten brauche ich gar nicht zum FC Bayern gehen. Ja. Wenn da nur wieder einer ist, der leichte Restzweifel hat, dann verliert er 3 Spiele und der Trainer ist wieder weg. Ja. Wird sich daran was ändern in naher Zukunft? Nein. Wer soll in diesem Verein denn bitte hingehen und sagen, pass mal auf, Uli, nimm dich doch jetzt mal zurück. Setz dich doch mal jetzt wieder am Tegernsee hin und halt mal die Gosch. Und lass die Person, die du doch da eingesetzt hast, lass die doch mal arbeiten. Ja, dasselbe mit Karl-Heinz Rummenigge. Das wird nicht passieren. Wer soll das machen? Er ist doch der Oberpatron. Wer soll das machen? Ich glaube, Lothar Matthäus hat sowas Ähnliches. Ich habe nur eine Überschrift gelesen gehabt. Ja, aber da nimmt sich doch so ein Uli nichts von an. Ja. Und deswegen bleibe ich dabei, wir sind noch nicht am Höhepunkt angekommen. Ja. Wer könnte das jetzt ändern? Oder wer müsste das jetzt ändern? Max Eberl. Ja. Die Frage ist, wird er die Eier haben, Uli Hoeneß entgegenzutreten? Und ihm mal zu sagen, pass mal auf, Uli, bis hier und nicht weiter. Das werden wir die kommenden Wochen oder Monate sehen. Also entweder wird ein Eberl und ein Freund irgendwann genervt aufgeben, werden sagen, Alter, was soll ich hier? Ich muss jeden Furz absegnen lassen. Eigentlich entscheidet der Uli alles. Dann kann ich hier auch wieder gehen und irgendwo hingehen, wo ich Entscheidungsfreiheit habe. Oder Max Eberl, das muss ja gar nicht öffentlich sein, wird intern den Uli mal sagen, pass mal auf, Uli, jetzt ist gut. Du hast mich hier hingeholt, damit ich hier arbeiten kann, damit ich hier was aufbauen soll, was ändern soll. Dann lass mich das jetzt auch machen. Ja? Das sind die beiden Wege, die ich sehe. So, Weg 2 werden wir dann sehr wahrscheinlich nicht erfahren, aber man wird das daran merken, ne? Dass wenn Eber was sagt, das auch umgesetzt wird. Was ja bisher nicht passiert ist. Ja, die Außendarstellung unseres Vereins aktuell, gerade jetzt mit der Trainersuche, da sieht man das ganze Dilemma. Ist eine Katastrophe, war die ganze Saison eine Katastrophe. Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Leider. Ja, und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, denke ich, kann man sich auch berechtigterweise Sorgen machen. Ne? Ich weiß, viele sehen das nicht so, das ist auch wieder fein. Leute, nochmal, jedem seine Meinung, ihr müsst euch nicht von meiner Meinung angegriffen fühlen, tue ich auch nicht, wenn ihr eine andere Meinung habt. Das ist meine Meinung zum aktuellen Verein. Also erstmal, um das mal nochmal in Relation zu setzen. Ich finde es gut. Jan-Christian Dresen war eine sinnige Entscheidung. Man müsste ihn nur mal ein bisschen einordnen, ein bisschen was erklären, dass man auch so Veranstaltungen nach so Champions League vielleicht einfach mal das Wort jemand anderen überlässt oder ansonsten einfach mal bei hohlen Phrasen bleibt, ohne dass man was kaputt macht. Ja? Punkt 2, Herbert Hainer, Präsident. Präsident hat in der Fußballabteilung, die ausgegliedert ist, eigentlich relativ wenig zu sagen. Auch ihm sollte man vielleicht mal mitgeben, pass mal auf, halt doch einfach mal die Gosch zu irgendwelchen Sachen der Männerfußballabteilung. Ja? Ganz einfache Kiste. Gut. Dass man dann die Kompetenz hat mit dem Uli Hoeneß, mit dem Karl-Heinz Rummenigge, super erfahrene Männer, die den Verein mitgestaltet haben, die im Aufsichtsrat sitzen. Alter, ist doch super. Welcher andere Verein hat das denn? Ist doch super. Ist eine super Möglichkeit. Ja, super. Wirklich. So, diese Menschen haben doch jetzt auch Menschen dahingesetzt, denen sie vertrauen, wo sie meinen, die können den Verein wuppen. Aber dann lass sie doch bitte arbeiten.
Lass sie doch Entscheidungen treffen. Und lass sie doch nicht jeden Furz absegnen. Ansonsten geht doch bitte wieder selber in das operative Geschäft. Ja? Lass diese Menschen doch arbeiten. Lass sie machen. Und wenn diese Menschen Hilfe brauchen oder eine Meinung hören wollen, ist das doch super geil. Sie gehen dann zum Aufsichtsrat und sagen, pass mal auf, wie seht ihr das denn? Wir sind uns ein bisschen unsicher. Alter, du hast so viel Kompetenz in diesem Verein. Du musst sie halt einfach nur sinnig nutzen. Ja? Und man darf sich da nicht ausgeschlossen fühlen. Wenn man hört, dass ein Uli Hoeneß da sitzt im FAZ und sagt, ja, der Max muss mich aber 2-mal oder 3-mal am Tag anrufen. Wir stehen in ständigen Kontakt. Leute, wie soll denn da Max Eberl arbeiten können? Da müssen wir von wegkommen. Ja, es wird super wichtig jetzt sein, dass sich Max Eberl emanzipiert, loslöst vom Uli Hoeneß. Das muss er machen, ansonsten macht er sich unglaubwürdig und der ganze Verein fährt vor die Wand. Ja, und das ist super schade. Und es wäre so einfach, indem die beiden Herren einfach sagen, ach, Leute, alles klar, wir haben jetzt kompetente Leute da sitzen. Juti, ich gehe wieder in die 3. Reihe, ihr macht das schon, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu, wir sind jederzeit da. Feierabend. Und gut. Ja, es wäre doch perfekt. Wir haben so viel Kompetenz da. Es wäre so einfach. Aber nein, diese Menschen haben so ein Selbstdarstellungsverlangen gerade bei uns, wodurch ganz, ganz viel zerstört wird. Ja, das muss einfach jetzt sofort aufhören. Welche Außendarstellung haben wir denn gerade? Welcher neuer Trainer sagt denn jetzt gerade, boah, geil, da habe ich richtig Bock drauf. Da ist ja super strukturiert, ich kann mit dem Eberl Hand in Hand arbeiten. Welcher Trainer soll das gerade machen? Wir haben ja nicht umsonst diese ganzen Absagen bekommen. Also, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, um die Trainersuche. Leute, ich glaube, ich habe mich schon 2-3 Mal wiederholt, da merkt ihr einfach, wie sehr mir das auf der Seele liegt, diese ganze Farce. Das ist der Saisonrückblick zum Verein. Ja. In einen Satz zusammengefasst, die Einstellung von Chrissy Dresen, von Christoph Freund, Max Eberl, völlig sinnig, völlig gut. Dass diese Menschen leider absolut keine Entscheidungsfreiheit haben für diese Position, die sie innehaben, ist ein Trauerspiel und schadet diesem Verein. Dass ein Uli Hoeneß, vor allen Dingen Uli Hoeneß, gerade so eine Selbstdarstellungsgeltung hat, ist eine Katastrophe für diesen Verein. Uli Hoeneß, man hat gerade das Gefühl, dass er einfach nicht loslassen kann, was super schade ist. Und er merkt leider nicht, dass er dem Verein mehr schadet, als er ihnen hilft gerade. Ja, Lösungsvorschlag habe ich schon gesagt. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge müssen wieder sagen, Männer, alles klar, ihr seid jetzt da, wir gehen ins 3. Glied zurück. Wir stehen hinter euch, wir stehen hinter eurer Entscheidung, wir haben Vertrauen in euch. Macht ihr mal, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr eine Meinung braucht, kommt gerne auf uns zu. Und ansonsten halten wir, hält der CEO, hält der Präsident in der Öffentlichkeit die Gosche. Es wäre ja auch völlig okay, wenn so ein Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß damit irgendwas nicht einverstanden wären oder eine andere Meinung haben, wenn sie dann auf Christoph Freund und Max Eberl zugehen würden und sagen, pass mal auf, was ist denn da? Ich sehe aber komplett anders. Wäre ja völlig fein. Aber da muss trotzdem Christoph Freund und Max Eberl die Entscheidungsgewalt haben und eben nicht Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Die können ja gerne ihren Senf dann dazugeben intern, ne? Aber da muss am Ende des Tages Max Eberl als Sportvorstand sagen dürfen, nee, Uli, alles gut. Ich sehe deinen Einwand, aber ich sehe das nicht so und wir verpflichten jetzt diesen Trainer oder diesen Spieler. Und dann stehen wir auch zu 100% hinter diesem Spieler oder diesem Trainer. So, das wäre der Idealzustand. Leider hat man von außen gerade nicht den Eindruck, dass dem so ist. Und damit habe ich hier erstmal fertig zu der Geschichte. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Es bleibt spannend die kommenden Wochen und Monate. Ja, es wird spannend zu sehen sein, ob ein Eberl sich loseist vom Uli Hoeneß oder ob ein Uli Hoeneß den ganzen Bums weiter vor die Wand fährt. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support.
Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.